Ja, und damit herzlich willkommen bei mir im Green Jay und bei Mafia 3. Ja, jetzt im Ich Moment bring dir ist die es... Schlüssel. Schnauze, ich bin am Reden, du blöder Arsch. Jetzt im Moment ist es gerade den Monat lang gratis im PS Store. Also wenn ihr auch Bock drauf habt, zieht es euch rein, ladet es euch aber. Und ja, ich kenne zwar das Spiel so einigermaßen ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht gerade alles so. Also ich habe es noch nie durchgespielt oder so. Ich habe glaube irgendwie drei, vier Folgen von einem Let's Play mal anfangen zu schauen, was gerade rausgekommen ist. Aber mehr weiß ich darüber eigentlich nicht. Ich habe dort gedacht, ja, ich werde mir das Spiel so oder so noch kaufen und irgendwann habe ich es dann vergessen. Kennt ihr ja sicher, ja. Und ja, habe gedacht, jetzt fange ich doch einmal an. Ist zwar schon ein bisschen spät und so, aber scheißegal. Machen wir einen kurzen Stream jetzt so. Und dann machen wir morgen noch ein bisschen weiter. Oder übermorgen mal schauen. Je nachdem, wann auch immer. Und ja, also wir sind Kriegsveteran Clay. Jetzt ist mir gerade. Ja, ich bin eben vor kurzem noch Sons of Anarchy wieder mal am Schauen gewesen, zum glaube ich etwa fünften, sechsten Mal oder so. Und dort heisst ja der Präsident vom Club auch Clay Morrow. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen verwechselt. Aber ja, eben, Clay, das ist unser Mann. Wir sind der Clay. Kriegsheld, ja, keine Ahnung. Und ja, wir sind bei der Mafia-Familie dabei. Sind jetzt da, wie es aussieht, auch gerade am Auftrag daran, um uns ein bisschen mehr Geld beschaffen, wie das tönt hat. Und ja, schauen wir mal rein. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das so abläuft und alles. Kein Plan. Ist schon viel zu lang her. Was ich noch machen wollte, ist Optionen und dann Audio, genau. Und Lautstärke Gesamt stellen wir ein bisschen runter. Lautstärke Musik auch ein bisschen runter. So. Und Dialog lassen wir auf 10. Soundeffekt stellen wir auch runter. So. Gut. Gibt es noch hoch und niedrig? Okay. Super. Dann fangen wir doch einmal an. Eventuell muss ich es dann noch ein bisschen dunkler stellen. Ey Mann, schnapp dir die Schlüssel. Halt die Fresse. Ich weiß nicht, ob wir den einfach so liegen lassen sollten. Er hat uns den Transporter gebracht wie vereinbart. Hat sogar seinen Partner gekillt, damit es echt aussieht. Aber wenn du Zweifel hast, warum dann das Risiko? Ja. Ja. Also. Ja, ich habe eine Knarre. Ja gut, in dem Fall. Ich würde sagen, also wenn ich in einer Mafia wäre, ich hätte ihn so oder so gekillt, weil Züge kann man nicht brauchen. Und wir sind ja da eigentlich so eher, dass wir dann aussteigen wollen und so. Aber das ist ja jetzt eigentlich noch nicht der Fall. Wir sind ja im Moment gerade noch
miese, harte Bastard, Mafia, kleine Furz und so. Und ja, wir wollen da zeigen, dass wir ein hartes Sieg sind und alles, ja. So, dass man Knarre schön sieht. Bam! Also, das war das. Aha. Verdammt. So, neues Herz. Und der sollte tot sein. Wir sollten los. Du hast die Schlüssel, also setz dich ans Steuer. Oh, Na die los, verziehen Fresse. wir uns von hier. Ja. Und wo du? Ah, ju. Okay. Ja, gut. Und was haben wir da? Oh, Zielübungen. Komm schon. Bam! 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 Mann, wir haben keine Zeit für so einen Scheiß. Wir müssen los. Ja, ist ja gut. Immer hetzt er mich um, blöder Arsch. Jo, gut. Und ja, ich merke gerade, es ist wieder eine hure Umgewöhnung. Fahr vorsichtig in die Stadt, sonst haben wir Aha. ruckzuck die Bullen am Hals. Alles klar. Mein alter Herr wollte, dass wir einen der Wächter am Leben lassen, um das FBI von uns abzulenken. Hast es doch selbst gesagt. Wozu das Risiko? Außerdem, meine Erfahrung aus Namen sagt mir, wenn du einmal die Seiten wechselst, tust du es auch ein zweites Mal. Und scheiß drauf, wie du dabei hintergehst. Dann sag doch mal, was war das Verrückteste, das du da drüben erlebt hast? Das willst du nicht wissen. Hör zu, Mann, ich bin Steuerzahler. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo mein Geld bleibt. Ach, Giorgio Marcano zahlt Steuern? Ja, verdammt, mach ich. So haben sie Al Capone gekriegt. Ich gehe nicht wegen Steuerhinterziehung in den Knast. Ha. Und kriege ich jetzt eine Antwort oder was? Wir waren an der Küste bei Quang Ngai, haben die Zivilisten evakuiert, bevor Charlie alles überrannt hat. Wir halfen den Leuten gerade auf das Lazarettschiff. Da kommt diese Frau. Auf dem Arm trägt sie ein Baby und an der Hand hat sie ein Schwein an der Leine. Sie will gerade die Rampe hoch, da stoppt sie ein Militärpolizist und sagt, sie könne nur eins von beidem mitnehmen. Ohne zu zögern schmeißt sie das Baby ins Wasser. Der Polizist dreht total durch, befiehlt jemandem, das Kind zu retten und schreit die Frau an, ob sie noch ganz richtig im Kopf sei. Und weißt du, was sie ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann ich immer wieder kriegen. Herr im Himmel. Hey Mann, du hast gefragt. Ich dachte, du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben oder sowas. Ich meine, Scheiße. Das ist nicht ihre Schuld. Die Zustände da drüben, das war die Hölle. Stell's dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder und am nächsten Morgen ist einfach alles niedergebombt. Wenn du sie in die Enge treibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein. Alter. Fuck. Ja, darfst du noch etwas von beidem mitnehmen? Ein Baby oder ein Schwein? Schwein. Scheiße. Okay, gut, dann... Wow, fuck, Alter. Ich bin mich immer noch an die Steuerung von Dings gewöhnt, von HSZ1. Dort sind die Autos ein bisschen einfacher zum Fahren. Aber voll geiler Sound. Cool, cool. Irgendwie den Sender wechseln kann man auch, geil. Oh, was haben wir noch? Nicht schlecht, nicht schlecht. Aha. Ja, lassen wir das. Gemütlich.
So, jetzt 500 Meter, ja, und dann haben wir es geschafft. Und dann sind wir mit der ersten Mission auch schon bald fertig. Oh, 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 Brems, 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 Brems. Ei. Das Wachpersonal der Reserve Bank wird was dagegen haben, wenn du da mit deiner Knarre aufkreuzt. Ich lasse sie einfach unter dem Sitz. Okay. Sorry, ich bin gerade im Überlegen gewesen, wie ich da muss fahren, bis ich gecheckt habe, dass ich einfach kann auf die Minimap schauen und dort viel folge, ich dämlicher Idiot. Ja, ich habe heute schon ein bisschen viel gesmoked. Es kann passieren, dass man sich dann ein bisschen verfährt oder ein bisschen nicht checkt, wie man fahren muss und so, you know. Jo, sind wir da? Hallo, mach auf, Arschloch. Das Glotz ist. Geht ja. Okay, okay. Keim auf die Fresse hauen, weil er mich Nigger nennt. Alles klar. Gut, lassen wir sie, machen wir nicht. Also. Wenn ich was sage von wegen, es ist heiß, schlagen wir zu. Okay. Mhm. Los geht's. Okay. Einmal die Ausweise an die Jetzt Scheibe geht's halten, bitte. los. Jetzt Wir geht's sollen das Geld los. verbrennen. Was zur Hölle macht denn die Pissnelke hier? Positive Diskriminierung. Weiß doch, wie's ist. Das ganze verdammte Land geht den Bach runter. Ja. Du kannst mitkommen. Und du? Lad die Säcke aus dem Transporter. Du bringst sie in die Brennkammer runter. Wie viel habt ihr abgesahnt? 200 Standardschloch. $546. Meist kleine Scheine. Wenn wir fertig sind, soll Miss Gill dein Büro anrufen und die Lieferung bestätigen. Vielen Dank. Gut. Dahinter, ja. Jetzt müssen wir leider das Geld verbrennen. Die Schrotflinte muss abgegeben werden. Hast du auch eine Waffe? Bin noch in Ausbildung. Gut. Eine Sache weniger. Oh, um dich zu ich sorgen. habe anscheinend einen Zuschauer, obwohl es mir das nicht anzeigt. In dem Fall herzlich willkommen. Aber es hat mir ja gezeigt, dass ich einen Kommentar habe. Und das gehen wir jetzt natürlich direkt abchecken. Schauen wir da mal kurz rein. Muss ich da zuerst wieder meinen Kanal finden? Wo haben wir den denn? Da. Blöd. Jetzt mach, Gottverdammt. So. Und dann da ist mein Video. Blöd. So. Oh, Bruder, bist mir am Zuschauen. Hola, Signor. So, ich entschuldige mich schon mal, falls es ein bisschen rauscht im Mikrofon. Es ist sau warm und ich muss da meinen Ventilator ein bisschen einstellen. Heißt unten im Keller. Gut, Hier lang. jetzt zwangsläufig da all das schöne, viele Geld verbrennen. Ich war eine Weile drüben in Georgia. Das tut sogar Er ist gerade aus der digital Army weh. raus. Mein Cousin versucht seit über einem Jahr hier einen Job zu kriegen. War für 2 Touren in der Navy, hat Orden bis zum Umfallen, aber die Regierung sagt ihm, danke, aber nein danke. Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe. Schon traurig, wenn gottesfürchtiger Weißer einfach keinen Job kriegt, aber der erste Nigger, der reinstolpert, sofort eingestellt wird. Ja, Digga, hab verstanden, du magst mich nicht besonders. Alles klar. Du blöde Penner, du. Fummelt lieber nicht aneinander rum da hinten. Hurensohn! Scheiße, sieh dir das an. Hatte ja keine Ahnung, dass das so viel Gold
Danke, Alles Hurensohn. ist hier, dann wird es nach Dallas geschickt, kommt wieder zurück. Ergibt aber keinerlei Sinn. Da sind wir. Oh, das ist der böse Raum. Da innen wird so verdammt viel schönes Geld verbrannt. Schaut euch das an. Da ist so ein Riesenberg mit Geld. Jetzt da kommt gerade noch mehr drauf und alles wird verbrannt, Gott verdammt. Alles! Dann ein Problem, wenn das Rohr verstopft. Scheiße, ist das eine Hitze hier drin. Früher haben wir Kohle verfeuert, aber vor einem Jahr oder so sind wir auf Öl umgestiegen. Gibt eine gleichmäßigere Flamme. Da kam so ein Typ vorbei und wollte mich überreden, auf Öl zu wechseln. Da habe ich ihm gesagt, ich habe kein Interesse. Hatte ich auch nicht, bis ich das hier gesehen habe. Zumindest haben wir mit Öl nicht überall diesen Scheiß Bums. Früher mussten wir einen Nigger holen, der mit einem Schlauch die ganze Scheiße von den Wänden spülte. Mhm. Weißt du was, du verfickter scheiß Hurensohn Fries. Oh! Gott, war dieser Kerl ein Arschloch. Wir müssen los. Danny und Alice sind jeden Moment da. Gib mir eine Sekunde. Au! Alter! Au! Kümmere dich um die Wachen. Und halt den Arsch unten, nicht, dass die uns dran kriegen. Ich weiß, was ich mache, verdammt. Aha. Kümmere dich um die Wachen. Hier außen. Es geht da durch. Ha, kapiert. Ich habe doch unser altes Haus vermietet, weißt du noch? Hab da gestern Abend angerufen und denen gesagt, ich wolle das Haus verkaufen. Verdammter Mist! Suche, Jakob! Oh! Oh, 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 oh! Jetzt blutet er! Ich muss nachladen. Blöde Panne! Au! Henke, komm her, Mann. Ja, das nennt man wohl Karma so. Erstmal bejutzle ich am anderen seine Hackfressen ein bisschen im Ofen. Und nachher werde ich da mal ein bisschen durchsiebt. Wieso auch nicht? Hoffe ich auch, Bro. Sonst wäre es ein bisschen gefickt. Alter. Ja, alles meins. Schön. Schön. Ich will auch. Ah. So ein guter alter Banküberfall wäre halt schon etwas Geiles, aber leider funktioniert das heutzutage so nicht mehr. Genau, wir geben niemals auf. Allerdings habe ich keine Munition mehr, so viel ich weiß. Überfall! Ich hole Hilfe! Wenn ich dich nicht suche Deckung! Er hat mich festgenagelt! Ich sitze hier in der Falle! Scheiße! Kein Muni mehr. Scheiße, brauche Munition! Ja, ich auch. Ah, fuck. Da, Gewehr. Ich blöde. Ah, ich habe doch gedacht, man, er hat doch auch mit irgendetwas auf mich ballert. L1 drücken und dann mit R auswählen. Okay. Alles klar. Komm, put. Körper am Leben gelassen!
Keine Angst, Alter, ich lasse dich nicht lange am Leben. Ich suche mir Deckung! Schade, bin ich jetzt noch nicht da durch gewesen, so, wo dort die Tür aufgegangen wäre. Hätte sie so richtig geil mafiamäßig alle können wegballern. So Triple Kill, man. Headshot, bitch. Noch einen Mann am Boden! Hat mich festgenagelt! Was zur Hölle war das? Ich sitze hier in der Falle! Scheiße! Ja! Mit mir konnte es doch keiner aufschnappen! Jetzt holt sich der Teufel sein Frühstück! Ich puste ihm seine verdammte Rübe weg! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, aua, oh fuck, aua. Oh, danke, Brudi. Oh shit, oh fuck, Bro. Bro, wow. Oh mein Gott. Moment, das hat mir etwas wegen YouTube angezeigt. Kleiner Moment. Au, bin ich blöd. Ja, Unsere einzige schon. Möglichkeit hier rauszukommen. Spreng du die Tür auf, ich gebe uns Deckung. Mein Dad reißt mir den Kopf ab, wenn er das erfährt. Geh auf! Verdammte Scheiße! Okay. Ah, ich soll, oder wie? Her mit dem Scheißteil. Ja, du siehst scheiße aus, Bro. Moment, da habe ich wieder einen Kommentar bekommen. Ist ja am Lachen, der sich. Was? Okay. Nee. Yay, hat geklappt. Das ist meins. Ja, aber ich will eigentlich lieber. Aha, warte nochmal. Ah, okay. Gut, dann haben wir die hat mehr Schuss. Mach sie mit dem Raum fertig! Das für ich auch. Die Kerle meinen's ernst. Hab wesentlich Schlimmeres erlebt in Namen. Das hier ist doch Kinderkacke. Bleib nah am Tresorraum, achte auf den Bohrer. Ich kümmere mich um diese Arschgeigen. Schön mafiamäßig kann ich sie wegballern, man. Bam, Alter, die Tür geht auf, tot, man. I am the Black Death, bitch. Clay, das bin ich. Lincoln Clay. Nope. Oh, bringt er Bier. Bringt er Bier. Mein Nigger.
besser so, Mann. Ja, Moment, ich bin noch Bon am Berg machen. Aha. Okay. Kapitel. Okay. Schauen wir uns das mal an. Und wo müssen wir hin? Nope, 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 nope. Da hier. Danke schon. Gut, gut. So, jetzt geht es nochmal um den Zug von der Bank und dann fahren wir los. Ach, hört ihr, wie das schön blubbert? So muss das tönen. So muss das. Okay. Und Sammy, geht's gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Und wenn das Flugzeug abstürzt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückbeordern, dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt, als ob er dachte, du kennst gleich den Bürgersteig lang. Sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Mach ich nicht. Seit der Sache mit Mama... Das Auto. Scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Er wird froh sein, wenn du da bist. Lincoln, du bist verrückt. Nee. Heide Kuh. Ja, ja, das weiß ich, das weiß ich. Erinnerst du dich noch an Marty und Ron Langford? Klar. Die kamen nach Empire Bay, als du gerade ein Jahr weg warst. Sie verkaufen Gras. Die Ah? haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Ich habe Ja? ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls vor einem Monat kriege ich Post von Ron und Marty. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für ihr Hund. Glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt, geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine 3 Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar an den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Wir Nein, überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. so etwas Age machen ist wir kein nicht. Joke. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sal sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann es vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Ward. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm seinen Anteil geben. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber Age ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch 3 teilen. Weiß nicht. Ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Tja. Ja gut, schon klar. Ah, Bro, mit dem will ich nichts tun. Es ist gar nicht meins. Schieden die Finger davon lassen. Das Zeug bringt nur Probleme. Wenn du erst mal angekommen bist, dachte ich, wir schauen in diesem neuen Laden im French Ward vorbei. Mit 2 Mädels vielleicht. Und mit wem soll ich da hingehen? Mit deiner Großtante Beatrice? Oh Gott, habe ich dir schon erzählt, dass ich sie mal ohne Bluse gesehen habe? Diese Frau hat die gruseligsten Hängetitten, die ich je gesehen habe. Die waren wie 2 Kartoffelsäcke mit nichts drin. Na klar, zufällig. Hey Mann, fick dich. Ich hatte verdammtes Glück, dass ich das überlebt habe. Jedenfalls, du gehst mit Regine. Regine? Glaub mir, wenn du die siehst, willst du gleich loslegen. Ist das so? Aha. Die Hälfte der Jungs aus dem Hollow kleben an ihr dran, wollen mit ihr ausgehen. Holen sich alle einen Korb. Sie hat bloß Augen für dich, Lincoln Clay. Fick dich. Warte ab, Mann. Sobald du sie siehst, steht er dir wie eine 1. Easy, schauen wir an. Wenn man jetzt mit irgendeiner alten Big Mama fotzen kommst, ich schwöre, ich hau dir eins in die Fresse, Bro. So, noch 800 Meter, dann finden wir es raus. Ja.
Ja, der Moment, so wenn du voll am Umrasen bist und dann fährst du genau hinter das Bullauto, Mann. Ja, gescheiter als wenn eins von vorne kommt, oder? So, da hinter der Brücke müsste das sein, ja. Dann, bremsen, bremsen, bremsen. Jawohl, ne? Dann parken wir doch mal da. So. Komm, wir gehen vorne rein. Du wirst deinen Heiligen. seltenen Arsch nicht durch die Hintertür reinschmuggeln. Nein, Mann, eh nicht, Alter. Bam, bin ich da! No. Danke, Mann, Sieg heil, hoppla. Ich will sagen, wie geil, genau, das wollte ich sagen, wie geil. It's a trap! Sorry. Der Pfeil mit dem Linken am Saufen. Ja, Bro, das verstehst du nicht, Mann. Ich brauche das. Playboy. Ich habe nur so ein Playboy-Zeichen gesehen. Das ist voll gut. Da gibt es einfach Playboys. Kann man die anschauen? Ja, wir sind da ja auf dem Green J-Kanal. Ich zeige alles. Da gibt es keine Zensierung, Mann. Wenn das Video mal wieder gelöscht wird, Pech ist auch schon ein paar Mal passiert. Gibt's halt. Wieso nicht? Sammlung. Jo. Aha. Ah. Hübsche Titten. Mal.
Oh, Ding Dong, Pong Ding Dong. China Doll. So ist das chinesische Püppli. Alles klar, alles klar. Aha, und so sieht sie so aus, wenn sie shoppen geht und creepy Puppen in der Hand hat und sich ihre neue Pipe aussucht. Wieso nicht? Smoken muss immer sein, oder? Das erklärt auch da der voll verstonte Blick, wo sie aus der Tür rausläuft. Stone. Und da schaut sie so zurück. Scheiße, ich glaube, ich habe mein Stop daheim vergessen. Soll ich nochmal zurückgehen? Und dann unten hat sie anscheinend andere Beschäftigung gefunden. Da muss sie wieder ein paar grosse Schläger in die Hand nehmen. Und das Ärschli dazu schwingen, wie es aussieht. Du musst den Schläger schwingen, nicht den Arsch, du blödes Ding. Ich glaube, das hat er ihr dann da auch klar machen. So hat er ihr so die Fresse gehauen und gefunden, du musst Schläger schwingen, Bitch. Liegt sie da auf dem Boden und jetzt will er ihr noch den Böller in die Fresse hauen. So, und zum Abschluss schauen wir noch mal kurz ihre Tüte an. Momo, die sind gut. Ja, schön, wirklich hübsche Tüte, toll. Gut, spielen wir weiter. Alter, können wir noch Fernsehen schauen? Oh, dort draussen läuft jemand. Was läuft im Fernsehen? Ist das Pferderennen? Hunderennen? Nein, das sind Pferde, ja. Ja, voll. Das sind Pferde. Oh, ich bin für den Vorderste. Komm, Bro, du musst gewinnen. Bro. Oh, das wiederholt sich einfach immer in Endlosschleife. Oh, da hat es auch noch etwas zum Einsammeln. Okay, ja, das gehen wir jetzt nicht auch noch anschauen. Das ist jetzt genug. Dann schauen wir noch da hinten, was es da hinten noch so alles hat. Ja. Vielleicht finden wir da ja auch noch irgendetwas Cooles. So. Nö. Okay. Ja gut, dann gehen wir pennen. Warte, dort hat mir etwas aufgeblitzt. Ah, das ist nur ein Spiegel. Oh mein Gott. Seht ihr das? Liebe Zuschauer, seht ihr das? Der Lincoln ist ein Vampir. Er hat kein Spiegelbild. Das ist eine sehr erschütternde Erkenntnis. So, das ja, verleiht dem Spiel jetzt natürlich gerade einen komplett anderen Sinn und ein komplett anderes Feeling zu wissen, dass der Lincoln eigentlich ein Vampir ist. Aber wahrscheinlich ist es so ein Daywalker-Gay oder so, man. So Wesley Snipes-Style, man. I am the Daywalker. I kill vampire bros. That's my habe ich vergessen, wie die Aufgabe heisst. Ihr wisst schon, was ich meine. Gute Nacht. Klingt jetzt rassistisch, aber bis jetzt irgendwie auch der Pfad über. Zieh ihm eine Brille an und sieht auch gerade aus wie Wesley Snipes. Fehlen ein paar Vorhänge. Müssen wir vielleicht noch machen. Oh, nicht den Karton nehmen. Autsch. Stuhl steckt mir im Bein. Autsch, uncool. Nein, ich will den Karton mitnehmen. Komm. Oh, das will nicht mitkommen. Oh, perfekt, da oben hat es so eine Schlinge, dass ich mich aufhängen kann. Aha, der Stuhl steht auch bereit, gut. Schieben wir den da runter. Nein.
bisschen zurückschieben wieder. So. Gut. So. Das gibt noch kurz einen Screenshot. Tut mir leid, gibt es für euch kurz schwarzes Bild oder so, weiß es nicht. So, Moment. Da. Gut. I'm sorry. Hat müssen sein. So, ja, gehen wir weiter rauf. Ah. Baumwollplantage ist eingegangen. Ah, so ähnlich. Ja, ja. Wieso nicht? Tja. Scheißegal, Bros, lässt mich nicht im Stich. Ja, Mann. Ah, sorry, Alter. Ich hoffe, es geht mit dem Rutschen für euch, Mann. Aber der Venti, der muss einfach sein. Ohne den würde ich völlig durchdrehen. Okay, Suppenküche. Als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du das Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedien mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Gut, machen wir doch. Sali. Willst Sammy von mir, Lincoln? Natürlich. Ein guter. Oh, tap, Afro Circus, Bugada, Afro. So, muss ich immer wieder drücken. Okay. Guten Morgen. Morgen. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Du hast fettige Haare. Guten Morgen. Schicken dich schon arbeiten? Ich mach das gern. Ne, du bist lustig. Bedeutet uns allen echt viel. Halt die Fresse. Oh, nochmal Afro. Werd besser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei.
Ja, das glaube ich dir, Joma. Ich guck mal, was ich machen kann. Hi, Lincoln. Wie geht's, Reggie? Hey, willst du auch Suppe? Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wiederzusehen. Nun, die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Vielleicht mache ich das. Lincoln, es gibt Ärger! Renn weg, Reggie! Lincoln, wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran. Wow. Okay. Was? Über Deckungen springen. Ah, okay. Bam! Ihr Kerle solltet euch was schämen! Bam! Bam, 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 bam! Ich hab noch so viel vor in meinem Leben! So, du Penner. Scheiß fick die Haitianer, Alter. Scheiß Voodoo-Spaster, Mann. Voodoo, you voodoo, bitch! Ah, Mann. Halt, halt. Nein, Bro, ich geb denen Dead Island Style auf die Fresse, Mann. Ah, okay. Okay. Spuchtel. Willst du das wirklich so machen? Das Letzte, was sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Moment. Ich mache gerade.
Also, wir sind jetzt da in der Sumpflandschaft bei den Haitianern. Und jetzt würde ich sagen, mordet wir uns da doch ein bisschen durch, so wie ich das verstanden habe. Hab deine Fresse, lass mich reden. Also, das heisst, die Haitianer glauben, Sammy habe die Einwohner des Hollow verraten. Daher wollen sie jetzt nutzen. Ja, muss man sagen, ist auch verständlich auf eine Art so. Aber Sammy ist halt unser Bruder, also schlachten wir sie jetzt ab. Baka wird nicht zu dir kommen. Ich habe gestern gerade noch einen Rottweiler gesehen, der auch Baka heisst. So ein voll putziger Rottweiler, Mann. Aber er ist 1,5 Jahre alt gewesen. Aber er heisst Baka. Witziger Zufall. Ja, muss ich jetzt nicht Ziel aktivieren oder so. Jetzt schwimmen wir einfach rüber. Jo. Ich muss da rauf. Wie viele Männer schicken wir los? 2 Teams. Eins greift die Bar an, das andere wird. Aha. Okay. Okay. Der Postmann selbst wird dir das Ah ja, Hallo Franz, ja. abfackeln müssen, um Sammy zu kriegen. Werden Sie recht tun. Wir hören erst auf, wenn der alte Mann tot ist. Alice und der andere Kerl. Papa Legba. Du siehst mich nicht, oder? Nein. Wo laufst du an? Wo laufst du an? Laufst du die ganze Zeit im Kreis oder gehst du an einen bestimmten Ort? Du laufst im Kreis, ha? Das heisst, am besten schleiche ich mich da über. Ducke, ducke. Gute Nacht. So, alles tot, schön, wundervoll. Da fühlt man sich doch gerade voll wie der King und so. Nur 4 Schuss, ja, das ist jetzt weniger geil. Hast du keine Waffe gehabt? Pussy. So. Ich geh bitte da rein. Oh, ich hätte auch irgendwie von da unten können. Ja. What the fuck? Ah. Ah, das wäre auch gegangen. Dann hätte ich da. Oh. Oh! Ja, das ist besser. Das nehme ich eindeutig lieber mit. Das Messer kann ich nicht mitnehmen. Ja. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, das ist ein harter Fehler gewesen, dass ich da jetzt einfach angefangen habe loszuballern.
Scheiße. Holt mich da raus! Psychos. Ah, so hätte ich das sollen machen. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Okay, Bruder. Ah, komm, ich mach das neu. Ich lasse mich kurz umbringen und sneak mich da durch, ha? Gar nichts schaltest du, Mann. Gibst du? So. Ja, Mann, das ist auch das Ziel, oder? Ah, Neger macht sich unsichtbar im Dunkeln, das ist gemein. Bin in Position. Achte auf Feuerbefehl. Feuer! Ja, gib mir Munition. Dankeschön. Aua! Ah, der Doppel. Jesu. Genau, mache das. Put. Wie ist jetzt das mit dem Pfeifen gegangen? Ein Kadaver! Keine Ausrede! Nehmt hier alles auseinander! Scheiße! Ficke. Ja, ich auch. Halt nicht mehr lange durch! Holt mich heraus! Halt nicht mehr lange durch! Holt mich heraus! Lass mich von sich da! Keine Kugel mehr! Muss nachladen! Halt nicht mehr lange durch! Holt mich heraus! Alter. Das ist doch voll ein Kopfschuss gewesen, Mann. Er setzt mir rüber zu! So, geht ja. Ja, Mann. Sinn und Zweck von der Sache. Und, wo sind's? Aber diesen Affen, der war hier. Ist er aber nicht mehr. Guten Abend, Bruder! Okay. Also mindestens 2 sind wir da in der Nähe, ha? Er hat sich wirklich sicher! Gott, er hat ihn aus den Augen verloren! Fuerte! Wo ist seine Waffe? Warte. Motherfucker! Au!
Boah, böser Headshot gewesen, Mann. Waffe. Aua. Au. Nein, Mann. Wo hockst du? Ah. Kann ich? Also eigentlich sind ja nicht mal meine Leute, weißt du? Ah, ups. So. Das habe ich wieder. Yay! Okay, bin ich jetzt kalt da? Hättest mich töten sollen, als du noch konntest, Arschloch. Ja, Mann. Erst durch dich, dann diesen Nutzen. Hat hoffentlich gut da, hm? Ah, was auch immer du laberst, du Schwuchtler, Mann. Nice. Ah, love you, bro. Aha, hat er sich eine Sklavin gehalten, ja? Besser. Bejam! Ist das... Ja, Bro. Ist wahrscheinlich irgendwie so etwas wie Booyah oder so. Oh fuck, oh fuck, fuck, fuck. Okay. Ja, aber Munition oder so liegt da nicht kein Zufall noch drin, ja? Aha. Okay. Mach mich unsichtbar. Achtung, Molotow. Ja, Motolov. Oh. Cool. Gib mir Deckung. Rück den Arsch auf. Ja, Mann. Mach mich unsichtbar. Ich serviere dem Nigger einen Cocktail. Okay, bro. Oh, oh. Ah, gut. Und die Fresse weggeballert. Hey. Immer mehr von uns. Ja. Einen Molotow auf ihn. Es sind immer mehr von uns. Ja. Scheiße. Leer. Verdammt. Ups. Willst du einen der eigenen Leute töten? Ich serviere dem Nigger einen Cocktail. Er hat mich hier festgenagelt. Er hat mich hier festgenagelt.
Vergiss. Ja, das ist ein unangenehmer Tod gewesen, ja. Oh, cool. Okay. Ah, da hätten wir noch eine Schrotflinte. Da hätte es auch nochmal eine Schrotflinte. Ah, die Waffe da ist leer. Ja, dann. Das geht jetzt nicht, da hat es keine Munition mehr drin. Such die irgendeine Deckung! Sie? Ich schnitze ein Lächeln in deine Visage! Ja, boom. Cool. Was auch immer dort explodiert ist, voll nice. Wo hockt der andere? Denk nicht darüber nach! Ah. Beschiss ihn! Autsch. Alter. So vom rechten Bein, Alter, bis zu der linken Schulter ja alles verballert, man. Weißt du, wie unangenehm. Das ist zu weit. Bist du völlig irre? Ist er weg? Nein. Leute töten? Ist ein besserer Schütze wie in dem Arschcocktail! Oh fuck. Ich bin getroffen! Ja, Mann. Nix da, der Kuh. Was hast denn du für eine Waffe? Ah, besser. Auf die Knie! Mit der Wunde! Oh was? Aua. Heilige Scheiße! Lass mich nicht so verrecken. Doch. Wo sind jetzt alle? Hinten ist einer. Dort. Scheint weg zu sein. Ich würde sagen, der Sieg ist unser. Was haben wir? Vorsicht, Molotov! Willst du einen der eigenen Leute töten? Oder nur weil ich schwarz bin, heisst das nicht, dass ich ein Haitianer bin. Willst du einen der eigenen Leute töten? Wie viel Mal wende ich mich das noch fragen? Wie viel scheiß Antworten muss ich mir für das noch überlegen? Fick dich. Jetzt gibt's einfach keine Antwort mehr, Schwanzlutsche. Lass mich zuerst gehen, der Wichser ist. Hier drüben! Oh. Motherfucker! Boom boom, Motherfucker. Ah, cool. Wird auch langsam Zeit. Ja, schon. Ey, lass mich rein. Cool. Mhm. Ah, einfach runter. Okay. Aha. Cool. Dauernd muss ich dich rauspauken. Alles frisch? Ja, alles klar. Wie lief's mit Barker? Wir sind zu einer Einigung gekommen. Er wollte sterben und ich habe ja gesagt. Ja. Zurück zu Sammy. Ja, Mann. Ross wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Dann läuft alles so, wie es soll. Hey, Mann, sei vorsichtig. Ja, wie auch immer. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Dann läuft alles so, wie es soll. Ich sag ihm
Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar, aber ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem... du weißt schon. Verdammt, du verkratzt ja den Lack! Sorry. Jedenfalls, Und ich erst recht nicht. Erklär's mir. ob durch eine Kugel oder die Hand Gottes. Jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Ja voll, und du stirbst wahrscheinlich durch die Hand von einem stoneden Gamer, also Aber wenn nicht, kann will uns passieren. jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Darüber müssen wir uns im Moment noch keine Sorgen machen. Also entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Ja gut, schon klar. Ei. Ja, da habe ich mich jetzt ein bisschen verfahren. Komm, du schaffst es. Ja, Mann, geiles Auto. Ah, es ist schon so richtig am Arsch. Aber von hinten sieht es noch gut aus, also ist doch okay. You know, wenn es von hinten gut aussieht, ist alles gut. Ja, ich sollte vielleicht irgendwie so eine Autogarage oder so etwas. Ist das eine Autogarage? Nö, das ist Kaffee. Ich habe einen Kommentar bekommen. Moment. Voll der geile Sound, Mann. Hey! Ja, nein, weißt du, müssen nicht, aber ja, also frag doch nicht so doof. Und du musst dir ja da eh keine Gedanken machen, also. So, dann probiere ich jetzt da mal weiter zu zocken. Ah, mich ärgere. Ja, du, das schaffst du jetzt also auch nicht immer. Du schaffst es, mich aus dem Konzept bringen. Das schaffst du oft, aber mich zu ärgern. Nein. Ups, verfahren. Wo willst du hin? Ich drücke immer auf Viereckli, weil ich mich gewöhnt bin, dass das die Handbremse ist. Das tut mir leid. Ja, mich aus dem Konzept bringen ist doch auch gut. Mich nervt das und du kannst dich darüber freuen. Also hast wieder etwas Cooles. So, keine Ahnung. You know what I mean, oder? Cool, ich habe eine Garage. Eine Sache. Vielleicht. Das ist wahr.
Hat nichts mit Glück zu tun. Du musst nur überleben. Ja, denn genau das ist es. Immer gut aufpassen. Ah, du hast nochmal geschrieben. Ja, ja, das will ich dann sehen. Aber wenn du mich kommst besuchen, wird es dir auf jeden Fall einfacher fallen, mich aus dem Konzept zu bringen. So, jetzt habe ich wieder vergessen, sorry. Verstanden. So, aber ich würde sagen, mit dem wäre es das für heute auch schon gewesen mit dem Stream, da ich ja morgen wieder muss arbeiten und ich relativ früh muss aufstehen für das. Schulz. Aha. Gut, jetzt muss ich da mal schauen, wie kann ich da abspeichern. Optionen. Nee. Da. Ah, speichert von alleine. Danke sehr, du auch. Und bis morgen. Oder falls du nachher noch wach bist, schreibe ich dir sonst noch WhatsApp. Ich penne jetzt eh nicht gerade sofort ein, also ich melde mich sonst jetzt gerade bei dir. So, in dem Fall machen wir mal das da, hä? So. Ja, aber wo hat es jetzt da von alleine abgespeichert? Sehe ich das richtig? Oder muss ich da irgendwo speichern gehen? Machst du auf? Vielleicht muss ich hä? Ah, da. Nö, das läuft nicht, ha? Alter! Wow! Poltergeister! Oh mein Gott! What the fuck? Weißt du, genau, wenn du willst abstellen, passieren so Sachen, oder? Alter. Nicht mich verfolgen. Scheiß Gerusselstuhl, Mann. What the fuck, bro? Bist du jetzt tot? Jetzt hat's noch so gerusselt getönt. Alter. What the fuck? Aha, okay. Gut, da passiert nichts mehr, weil das so etwas nochmal passiert. Weißt du, wenn man so etwas zwingen will, dann klappt das natürlich nie. Aber wenn man sagt, ja, ich will den Stream beenden, zum schlafen gehen und so, ja, dann. Aber ich denke, jetzt hat es da schon abgespeichert. Dann. Jo. Haben wir wieder den geilen Sound. So richtig passend Vietnam.
Jetzt einfach mal alle schön zulassen, voll abgehen. Nein, bevor es mir da, bevor es dann wieder heisst, ich würde da irgendwie so, dass man das Video kann löschen, weil ich ein Lied drin habe, das nicht dürfte drin sein oder so. Das würde ich jetzt grausam ankacken. Und solange das nur so ein paar Sekunden sind, macht das ja nichts aus. Jo, dann Übertragungseinstellungen und ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine gute Nacht, ciao zusammen. Bis morgen oder wann auch immer. Tschüss.